Was würdest du denn jetzt sagen, rein aus dem Gefühl? Das stimmt jetzt wahrscheinlich nicht, aber rein aus dem Gefühl. Wer hat den inneren Antrieb, sei gefällig, mach es allen recht, stärker ausprägt? Der Erstgeborene oder das Zweitgeborene Kind? Aber auch aufgrund von dem, dass sie eigentlich gelernt haben, hey, ich muss stark sein. Und das ist so der Klassiker, wenn du dem Kind sagst. Indianer kennen keinen Schmerz. Wenn streng dich an und sei stark kombiniert sind. Weil mit streng dich an kommst du schnell in eine Überforderung. Und wenn du dann nicht die Möglichkeit hast, zum anderen Leuten zu sagen, hey, es wird glaube zu viel. Oder auch schon nur annimmst, dass andere Leute dir sagen, hey, ich glaube, es ist ein bisschen zu viel. Also das sei stark. Wenn du das nicht kannst annehmen, dann kannst du dich vielleicht selber auch nicht so bremsen. Aber ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt und so ein bisschen überlegt, so, hey, ist so ein innerer Antreiber vielleicht der Grund für aktuelle Unzufriedenheit, Gestresstheit etc., dann lässt sich dort eigentlich recht gut daran arbeiten. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopfchaos. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim. Ich bin der Ivo und wir begrüßen euch ganz herzlich zu der ersten Folge, Staffel 2 im Jahr 2026. Tim, ich freue mich, wenn wir die zweite Staffel starten. Yes! Wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Um jetzt da Full Transparency zu haben, Ja. wir nehmen die Folge ja noch im alten Jahr auf. Aber es fühlt sich für uns wie ein Neuanfang an, weil wir haben quasi die Abschlussfolge vom letzten Jahr schon aufgenommen. Und für uns ist jetzt wie so klar, okay, das ist die erste Folge von der zweiten Staffel. Kopfchaos, zweites Jahr. Ich bin wirklich hyped eigentlich. Yes. Wenn ihr das hört, wünschen wir euch trotzdem einen Ja. wunderschönen Start ins neue Jahr. Wir haben sie aber, weil wir beide noch in der Ferien sind, haben wir sie müssen vorher aufnehmen, dass wir dann pünktlich auf den ersten Montag wieder posten können und danach, wie gewohnt, alle 2 Wochen. Wir haben eine Spezialfolge aufgenommen. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, könnt doch noch schnell nach dieser Folge die Spezialfolge hören. Wir erzählen ein bisschen von Zielen für 2026, wo wir mit Kopfchaos an möchten, was wir erreichen möchten. Wir haben uns selber auch ein bisschen Druck aufgebaut, weil wir das jetzt euch wie allen gesagt haben, was so Ziele sind. Und ihr dürft uns dann belangen, wenn wir das nicht einhalten. Das ist eine gute Strategie, um so ein bisschen Commitment zu erzeugen. Sobald du etwas ausgesprochen hast, ist es so, okay, jetzt ist es draussen, jetzt musst du liefern. Jawohl, Social Commitment. Genau, und vielleicht helfen uns gewisse innere Antreiber, auch die... Einmal mehr. Herrliche Überleitung. Danke vielmals. Er war so aufgesetzt. Hast du gefunden? Nein, Das ist mir jetzt spontan in den ja, Sinn das ist auch wirklich gut gekommen. Eventuell helfen uns gewisse innere Antreiber, auch die Ziele im 2026 zu erreichen. Und die inneren Antreiber, die sind das Thema von der heutigen Folge. Was sind die inneren Antreiber? Das ist jetzt eine Frage an mich. Also, die Hörer ist viel schwierig zu beantworten. Eieiei, das ist ein chaotischer Start ins neue Jahr, aber es ist okay. Also, wir haben 5 innere Antreiber. Ich erzähle jetzt einfach weiter, du kannst dich beruhigen in der Zeit. Wir haben 5 innere Antreiber, die also ein bisschen aus unserer Kindheit entstanden sind, die eigentlich sehr positiv sind, sind wir ehrlich. Ich glaube, sie werden oft, bekommen sie ein bisschen einen schlechten Ruf, weil man sie sehr oft negativ anschaut. Aber eigentlich führt es dazu, dass wir sehr vieles auch zustande bekommen. Es gibt total 5. Es gibt einen, der ist «sei perfekt». Es gibt einen, der heisst «sei gefällig». Also das heisst so ein bisschen «mach's allen recht». Dann gibt es einen, der heisst «beeil dich». Also mach mal ein bisschen vorwärts. Der 4. ist «streng dich an». Und der 5. ist «sei stark». Und so ein bisschen der Ursprung, sagt man, kommt aus der Kindheit mit. So wie wir halt erzogen worden sind, so wie wir als Kinder Leistung beurteilt worden sind, also wie werden wir beurteilt, ist zum Beispiel, hey, mach die Aufgabe möglichst genau oder mach mal vorwärts oder hey, bist nicht so laut, bist nicht so emotional. Das ist dann mehr so der Antreiber von «sei stark». Und wir möchten die 5 heute durchgehen, weil, wie gesagt, sie können sehr viel Energie freisetzen, wir könnten mit sehr viel Ziel auch erreichen, aber man muss auch vorsichtig sein, weil in einem Übermaß kann es dazu führen, dass man sehr viel Stress erlebt. Und gerade auch in Situationen, wo die Belastung vielleicht gerade sehr hoch ist oder der Stresspegel hoch ist, kann das dann wie so ein bisschen auch in eine Negativspirale gehen, dass das dann nicht eine positive Energie freisetzt, sondern noch mehr Druck
erzeugen. Vielleicht um die so ein bisschen einordnen. Die kommen aus einem Konzept oder von einem Modell von der Transaktionsanalyse heisst das. Also für die das noch möchten, ein bisschen tiefer nachlesen oder nachschauen, wenn ihr YouTube-Videos findet. Wir haben jetzt gefunden, wir uns auf die 5 beschränken und machen da eine schöne runde Sache rundum. Und du hast angesprochen, so, die entwickelt sich schon relativ früh in der Kindheit. Und es hat auch so etwas damit zu tun, so, wie kann ich meine Bedürfnisse auch bestmöglich auch stillen, oder? Und so ein bisschen das Wohlbefinden auch aufrechterhalten. Und hat man wie so Strategien auch entwickelt in dem Umfeld, wo man aufwächst. Und darum sind die auch unterschiedlich stark ausprägt bei den Menschen, oder? Bei gewissen werden andere eher mehr gefördert, gewisse Antreiber, und bei anderen sind es dann andere. Aber der Ursprung ist sehr stark in der Kindheit. Ich glaube, alle haben auch alle Antreiber so ein bisschen in sich, und es kann zum Teil, glaube ich, auch ein bisschen situativ sich so ein bisschen verändern. Ja. Das nimmt mich jetzt Wunder, weil also der Ivo und ich haben natürlich praxisbezogen den Test selber ausgefüllt, als Vorbereitung auf die Folge. Der Ivo sogar 2-mal, weil er hat den Tab gelöscht, er hat den Tab zugemacht und hat nochmal machen. Es nimmt mich jetzt Wunder, wenn wir irgendwann später den Test nochmal ausfüllen, ob es grosse Unterschiede gibt. Wir tun den Test unten verlinken. Also wenn es euch dann nachher interessiert, der ist öffentlich zugänglich, könnt ihr für euch ausfüllen. Und dann vielleicht auch ein bisschen, ja, für euch anwenden, schauen, hey, was ist für mich wichtig, was kann ich machen. Weil wir werden die 5 durchgehen, also ein bisschen die genauer beschreiben und nachher dann schauen, hey, was kann man dagegen machen oder wie kann man es auch utilisieren. Ja. Und wir haben gefunden, es ist ein gutes Thema, um das 2026 zu starten, weil so ein Jahresstart kann ja dann doch auch stressig sein. Man nimmt sich Sachen vor, man kommt irgendwie aus der Ferien, vielleicht hat man ein bisschen Zeit sehr, sehr gut genossen, hat vielleicht ein bisschen gut gegessen und jetzt kommt man wieder in das stressige Arbeitsleben rein und dann kann es passieren, dass die 5 inneren Antreiber dann dazu führen, dass man noch ein bisschen mehr gestresst ist. Und das möchten wir heute angehen. Und ich würde sagen, sollen wir gerade die 5 durchgehen? Ja. Ich glaube, vielleicht können wir die 5 durchgehen, jeweils anschauen, hey, wie zeigt sich das und was sind die Risiken davon. Weil, wie gesagt, es hat sehr positive Seiten, führt dazu, dass man Sachen auch zustande bringen. Und es hat aber auch Risiken, wenn es dann zu groß wird. Mit welchem willst du anfangen? Oh, da sollen wir zuerst unsere Ergebnisse geben? Nein, die kommen wir am Schluss. Okay, gut. Cliffhanger. Ja, fangen wir doch an mit dem inneren Antreiber. Sei perfekt. Oh, schön. Also, sei perfekt ist vor allem dort drin, wo Leute Angst haben, Fehler zu machen, wo es fest darum geht, dass man keine Fehler mehr machen. Das sind auch Personen, die sehr genau arbeiten können, die sehr gut planen können, die einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben. Und dort geht es vor allem darum, das, was ich abgebe, in der besten Qualität möglich abzugeben. Die Arbeit, die ich leiste, möglichst sauber machen, gut zu machen, perfekt zu machen. Ja. Und jetzt, wenn du das so beschreibst, man hört auch schon extrem viele Stärken aus dem raus, wenn der jetzt stark ausprägt ist, oder? Also gerade so sehr genaue Arbeitsweise, schaut, dass Fehler ausgemerzt werden können. Man macht etwas gründlich, zum Teil auch eine gute Planungskompetenz, oder? Dass man alles reinbringt. Also es führt zu Leistungen von höherer Qualität. Oder wenn der stark ausprägt ist, wenn es kippt, kommt dann eben so das andere, wo dann so ein das Detail Versessene oder wo man sich vielleicht auch drin verliert, Angst auch irgendwie dann etwas doch nicht richtig zu machen, oder? Und eben sobald Angst im Spiel ist, schlechter Angeber, dann kippt es, oder? Und dann, wenn dann der Perfektionismus hinführen kommt und auch so das Gefühl habe, nie genug gewesen und das lange nicht und der Anspruch nicht zu gerecht werden. Also es zeigt sich, wenn es zu viel wird, so ein einer Überkontrolle, so Micromanagement, Perfektionismus und, du hast es vorher angetönt, so ein eine Entscheidungsschwierigkeit. Weil jede Entscheidung kann dazu führen, dass man einen Fehler macht. Das heisst, man tut lieber einfach gar keine Entscheidung machen.
spannender Punkt, weil es kann auch zu Prokrastination führen. Yes. Letzte Folge, auch ein Auslöser, oder? Dass man dann die Sachen nicht mehr macht, weil eben, wie du sagst, Entscheidungen, man entscheidet sich für etwas, bedeutet, man entscheidet sich auch gegen etwas. Und das kann ja auch ein Fehlentscheid sein. Voll. Und ich habe mir überlegt, wie das zustande könnte kommen. Eben, wir haben gesagt, das kommt fest aus der Kindheit, weil als Kind möchte man ja einfach auch gefallen. Wir möchten irgendwie möglichst uns sicher fühlen. Und wenn wir Sachen richtig machen, dann werden wir beschützt von Eltern, Freunden, was auch immer. Und dort ist für mich so der Satz vorgekommen von, wenn dir als Kind gesagt wird, das ist nicht genug gut, mach es nochmal. Weil so, für mich war immer so, ich bin dann ein bisschen zu schnell, ein bisschen schludrig. Und mir ist dann oft gesagt worden, so, hey, mach das nochmal. Oder hey, das ist nicht gut. Und also zu Recht. Weil also, es ist sehr schludrig gearbeitet. Ist bei mir aber heutzutage sehr stark ausprägt. Ich sage jetzt die genaue Zahl noch nicht. Aber das ist für mich so der Satz, wo mir in den Sinn gekommen ist, von hey, mach es nochmal. Ist nicht gut genug. Ja. Ja, sehe ich. Kann man auch gut vorstellen, es geht dann so damit einher, nicht zu auffallen. Oder? Weil wenn ja dann, das ist ja manchmal so nicht negativ auffallen durch Fehler oder durch eben, mach es nochmal, ich bin negativ aufgefallen, und Kinder wollen ja nicht negativ auffallen, dann wollen sie ja positive Momente, oder? Und das ist vielleicht dann wie so der Mechanismus, den man dann anwendet, alles perfekt zu machen, um nicht auffallen, weil einem immer wieder, wenn man so die Rückmeldung bekommt, mach es nochmal. Ich habe sehr viele Einträge bekommen in der Schule. Ich habe so zu aufzugehen, vergessen. Ja. Und, ja. Ich habe ein zweites Eintragsheftchen müssen holen, weil es voll war. Oh wow. Ja. Wow. Also nie so, es hat bei uns es gibt doch so das Konzept, wo man so Punkte kann sammeln im Migros oder Coop, oder? Cumulus. Und dann die Punkte hast, dann bekommst du wie irgendwie ein Badtuch oder 50% auf Besteck. Ich habe es einfach falsch verstanden. Ich glaube, du hast es falsch verstanden, ja. Aber die Umsetzung ist eigentlich sehr gut gewesen. Ja. Also es hat bei uns, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns hat es wie so leichte Einträge gegeben, so viel 50 vergessen und so. Und dann hat es schwere Einträge gegeben, wenn dann wirklich irgendwie, also zwischenmenschlich verkackt hast, wenn du irgendwie eine Schlägerei hast oder so. Und ich habe keinen schweren Eintrag gehabt, aber wirklich, also die leichten, und nach 5 leichten Einträgen hast du müssen nachsitzen. Ich und der Herr Schanz sind irgendwann Homies geworden. Voll, aber das ist so der innere Antrieb von «Sei perfekt». Genau, und wenn ihr jetzt so hört, dann können wir eben entweder machen den Test oder hören dazu und dann so ein bisschen schauen, was schwingt bei euch mit und was löst so ein bisschen Resonanz aus, wo man merkt, voll. Da tun jetzt wir erkennen. Wenn wir zum nächsten gehen, «Sei gefällig». «Sei gefällig», Also so ein bisschen nach dem Motto «Mach's allen recht». Es muss für alle stimmen. Auch manchmal mit der Gefahr, dass es dir selber eben nicht recht ist. Also dass du eigentlich auch deine eigenen Bedürfnisse unterordnest an den Bedürfnissen der anderen. Hauptsache es ist harmonisch und alle anderen um mich herum sind happy. Und hat auch dort viel Positives. Das sind eigentlich die sehr gut in Beziehungsgestaltung sind. Oder? Ich glaube auch Bedürfnisse von anderen sehr gut erkennen, können auf die eingehen. Also auch sehr schöne Beziehungen können gestalten, im Positiven, als Stärke. Ich glaube, die Kehrseite ist offensichtlich, wenn man sich selber zu fest rausnimmt oder nicht mehr, oder nicht den gleichen Stellenwert gibt in der Beziehung. Und das auch das Thema Grenzen setzen, Nein sagen dazu, dass man sich selber eigentlich ein bisschen verliert und vernachlässigt, weil man den anderen auch mehr Raum und Platz gibt und ihre Bedürfnisse wichtiger ist jetzt. Voll. Ich glaube, dort ist nachher auch so das Thema von Konfliktvermeidung. Ja. Von, es stört mich etwas, aber ich spreche es nicht an, weil ich will ja dir nicht sagen, dass du vielleicht etwas gemacht hast, was doof ist. Und dann ist also vor allem so der unterschwellige Groll oder so die kalte Konflikt, wo du dann so passiv-aggressiv bist. Weil du eigentlich nicht willst, aber du regst dich halt trotzdem auf. Und dort ist so, wenn wir wieder zurückgehen auf hey, was für ein Erlebnis hat man als Kind gehabt. Und wir werden all die Erlebnisse haben. Es wird uns allemal
jemand gesagt hat, hey, mach es nochmal, es ist nicht gut genug. Oder, also auf all die 5 inneren Antreiber. Die Frage ist einfach in welchem Ausmaß. Aber dort, glaube ich, ist dann oft so, hey, tun nicht streiten. Oder tun jetzt nicht so ein Thema um dich machen. Wo du dann das Gefühl hast, okay, die anderen Leute haben mich nur dann gern, wenn ich schaue, dass es ihnen gut geht. Und ich selber darf nicht sagen, wenn mich etwas stört oder wenn ich etwas nicht gut finde. Also wenn deine Gefühle auch nicht ganz so ernst genommen werden. Oder dann sagen wir, jetzt nimm nicht so viel Platz hin. Also weißt, mit deinen Gefühlen und was. Oder vielleicht auch nicht das. Und da kann man sich auch gut vorstellen. Also mit dem, so schnell, dass ich reingrätsche, aber dort mit dem Gefühl nicht ernst genommen werden, da kommt nachher das auch fest rein bei «Sei stark». Ja, aber genau. da kommen wir dann nachher dazu. Ja. Ja. Ich habe mehr so gemeint, den Platz, den die auch brauchen. Oder? Und dass die vielleicht nicht so gleich wichtig sind wie jetzt anders. Und was ich noch gelesen habe, so bei der Einarbeitung, habe ich noch spannend gefunden, so geschwisterte Reihenfolge. Oh, spannend. Und ich weiss jetzt nicht, Achtung. Gefährliches Halbwissen. Gefährliches Halbwissen. Und das wird sicher nicht auf alle zutreffen. Aber ich finde es eine spannende Überlegung, dass ja je nachdem, wann man geboren wird, ist man der Erstgeborene, Zweitgeborene, Drittgeborene, der Vierte oder wie auch immer, dass wenn ich jetzt zum Beispiel der Zweitgeborene bin, was ich bin, ist ja wie eine Rolle schon eingenommen. Also mein Bruder hat ja dann schon gewisse Rollen und ich tue mich dann vielleicht auch eher so anpassen, dass ich andere Rollen übernehme. Und bei 3 ist es dann vielleicht gerade noch mehr, oder? Also wer macht was und verhaltet sich wie, dass man wie die positive Aufmerksamkeit bekommt. Was würdest du denn jetzt sagen, rein aus dem Gefühl? Das stimmt jetzt wahrscheinlich nicht, aber rein aus dem Gefühl. Wer hat den inneren Antreiber, sei gefällig, mach es allen recht, stärker ausprägt? Der Erstgeborene oder das Zweitgeborene Kind? Ich will sagen, der Erstgeborene. Ich auch. Weil der Erstgeborene ist ja schon länger da, oder? Und wenn dann der Nächste kommt, der Kleine, der braucht wie mehr Aufmerksamkeit. Und beim Zweiten ist so gesagt, hey, du bist schon grösser, jetzt müssen wir auf den Kleinen schauen, oder? Jetzt reiss dich schnell ein bisschen zusammen. Der Kleine braucht gerade etwas, oder? Und es passiert ja mega oft, also Eifersuchtszeug, wenn der Erstgeborene merkt, jetzt ist noch jemand anders auf der Welt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du plötzlich sagst, aha, aber bin ich jetzt nicht mehr so wichtig? Sind meine Gefühle nicht mehr so wichtig, oder? Und du bekommst vielleicht nur dann Aufmerksamkeit und im schlimmsten Fall nur dann Liebe, wenn du deine eigenen Bedürfnisse zurückstellst und schaust, geht es deinem jüngeren Geschwister besser, geht es deinem Mami und deinem Papi gut und probierst die Rolle, die du vorher gesagt hast, einzunehmen, sodass du dann allen gefällst. Ja, und eben, wenn du nicht auffallst, ist so, super, er macht es mega gut und so, aber du tust vielleicht Sachen zurückpacken, oder? Also wenn ihr Geschwister die haben, ist das sonst ein tolles Gespräch fürs nächste Nacht. Da ein Gruß an meinen älteren Bruder, danke. Hast dich zugenommen? Ich weiss nicht, wie es war. Ja. Dann gehen wir doch gerade auf den nächsten, den du angesprochen hast. Sei stark. Sei stark. Ihr erahnt es geht darum, Gefühle, die man hat, auch zurückzuheben. Vor allem negative Gefühle wie Angst, Wut, Trauer. Dass man merkt, hey, die Leute, die so einen starken inneren Antreiber haben, so sei stark, haben sehr starke emotionale Kontrolle. Also positiv, oder? Also sehr gefestigt, wenn man das vielleicht auch wieder mit dem Positiv anfängt. Versuchen auch sehr selbstständig durchs Leben gehen, oder? Ohne Hilfe von anderen. Sie haben ihre Dinge, können sich gut selber eben mit den Gefühlen mit denen umgehen, oder? Auch in stressigen Situationen. Aber auch aufgrund von dem, dass sie eigentlich gelernt haben, hey, ich muss stark sein. Und das ist so der Klassiker, wenn du dem Kind sagst. Indianer kennen keinen Schmerz. Ja, voll. Also eben, die positive Seite dort ist eine grosse Autonomie, eine grosse Selbstständigkeit, traut sich auch viel zu, lernt sich nicht so schnell verunsichern und können auch sehr kompetent wahrgenommen werden. Und auch da wieder sehr positiv. Wenn aber das dazu führt, dass du mal das eben nicht alles alleine kannst und nicht einfach stark sein und es dann weiterhin versuchst, dann haben wir nachher das Problem, dass Leute mit einer grossen Ausprägung dort wenig Hilfe annehmen können.
Auch wenn Leute sagen so, hey, komm, ich unterstütze dich, ich möchte helfen. Nein, kann ich nicht, weil ich muss es ja selber schaffen. Es ist eigentlich wie so ein Eingeständnis, dass ich schwach bin, wenn ich Ja. Hilfe annehme. Ja. Der Umgang mit Emotionen, das auch können zu verbalisieren, glaube ich, ist sehr schwierig für so Personen. Auch schon nur sich selber zu verstehen, hey, was habe ich denn jetzt für Emotionen? Bin ich gestresst? Bin ich hässig? Bin ich traurig? Was es auch immer ist. Und ich glaube, was dort mega, mega schade ist, dass so Verletzlichkeit und Nähe als Schwäche angesehen wird. Als etwas, das man nicht zeigen sollte. Und ich meine, da haben wir schon so, wir haben schon so viele Folgen zu diesem Thema gemacht. Wir haben über unsere eigenen Emotionen geredet, haben dort das hervorgehoben. Wir haben x-mal darüber gesagt, wie verbindend das auch sein kann und wie fest das einen das kann voranbringen kann, wenn du mit jemand anderem kannst darüber reden, wenn es dir nicht gut geht, wenn du verletzlich bist und dann die Unterstützung bekommst. Aber wahrscheinlich, bei Leuten, wo das sehr, sehr stark ausprägt ist, kann es sein, dass du früher als Kind das vielleicht gemacht hast und du hast wollen irgendwie verletzlich sein, du hast wollen sagen, wie du dich fühlst und dann ist das nicht ernst genommen worden oder nicht so die Gewichtung gegeben worden. Komm, reiss jetzt zusammen. Ja, und dann hast du das Gefühl, okay gut, ich werde nur dann ernst genommen, ich werde nur dann, im schlimmsten Fall bekomme ich nur dann Liebe, wenn ich mich zusammenreiße und das wird als Schwäche angesehen, wenn ich emotional bin und wenn ich es nicht alleine kann, wenn ich Hilfe suche. Ja. Das finde ich, ja, es nimmt mich wunder, ob es da Unterschied gibt auf die Bevölkerung natürlich. Mann, Frau. Ja. Ich bin ziemlich davon überzeugt. Ja. Ja. Und einfach meine, so sehr, also so eine Konsequenz davon, wenn jetzt der sehr stark ausprägt ist, mehr in Belastungssituationen, ist dann halt so der Burnout-Tendenz oder so Erschöpfungssymptome, die dann sehr stark ausprägt sind. Weil man spürt sich selber nicht, man schluckt das Zeug ab, man redet nicht darüber, man nimmt keine Hilfe an. Und langfristig ist das dann halt extrem belastend für die Psyche und für den Körper. Eben, weil du hast die Burnout-Symptome. Ja. Oder sag mal, du hast die Symptome von irgendetwas ist nicht gut. Und dein innerer Dialog, den du mit dir selber führst, das, was du dir selber sagst, ist, ja, aber es geht schon. Ist jetzt nicht so schlimm. Du musst jetzt einfach machen. Und das ist, ja, kann und schon tough sein. Ja, und ich glaube, der innere Dialog ist dann recht streng. Das sind dann so die Sätze, die du gehört hast, wo du Kind bist, oder? Wo du dir dann nachher selber sagst, komm, jetzt reiss dich zusammen. Weil du merkst, total Du erschöpft. jetzt nicht so. Du jetzt nicht so. Kann ja nicht so schwierig sein, reiss dich zusammen. Ja, und ich glaube, das können schon auch, ich glaube, Leute, das ist eine Hypothese, Achtung, ich kann mir vorstellen, dass Leute, die sehr stark den inneren Antrieb ausprägt haben, eben dann vielleicht auch nicht in eine Therapie gehen, oder? Weil sie nicht die Hilfe suchen. Ja. Oder? Und das eine mega Hürde ist. Ja. Weil sie haben das Gefühl, sie müssen alles alleine machen. Ja. Ja. Jetzt gehen wir zu einem, wo ich das Gefühl habe, wo bei dir könnte stark ausprägt sein. Aber auch weil ich weiss, dass er bei mir stark ausprägt ist. Und zwar, Ivo, streng dich mal ein bisschen mehr an. Bist du stark ausprägt? Ja. Streng dich an. Ja. So der Glaubenssatz, dass man einfach mehr machen muss. Dort geht es nicht so darum, dass es genau ist. Es geht nicht so darum, was die Qualität davon ist, sondern es ist vielmehr einfach mehr machen und einfach alles, was du erreicht hast, okay, und jetzt noch mehr. Gib dir noch eins mehr. Und die positive Seite davon sind, das sind Leute, die meistens sehr, sehr motiviert sind, die begeisterungsfähig sind. Also du kommst mit einem Thema und bist so, hey, wäre cool, um das zu machen. Und die andere Person ist so, ja let's do it. Auch wenn man vielleicht schon genug auf dem eigenen Teller hat. Es ist immer ein Mindset von besser werden. Und ich glaube, vor allem in unserer aktuellen Gesellschaft, auch so ein bisschen mit Self-Improvement, ne, ist das wahrscheinlich auch nochmal stärker ausprägt, was mich ultra wundernimmt. Ich würde sagen, das ist jetzt so mit unserer Generation gekommen, das Self-Improvement. Ja. Wenn die Leute nachher Kinder haben, hast du das Gefühl, das sind nachher Glaubenssätze, die sie an ihre Kinder geben und sagen, das Kind geht vielleicht in die Schule, dann hat es vielleicht Musikunterricht, dann macht es vielleicht Sport, dann ist sie vielleicht irgendwo noch in der Pfadi und du bist so als Eltern, ja, aber jetzt komm, wir machen das auch noch. Weil ich merke das bei mir, ich bin so,
Ja, ich wäre super gern noch in Musikunterricht, ich wäre super gern noch eine Sprache lernen. Meine Eltern haben mir das alles angeboten, ich habe es einfach nicht durchgezogen. Ja. Aber es nimmt mich Wunder, wie das die neue Generation, wenn dann die Kinder aufziehen, wie sich das entwickelt. Das ist eine spannende Überlegung, ja. Mhm. Ja. Hey, sehe ich mich auch dort drin, ja. Also, wo du das beschrieben hast, so gesehen, ja. Redest du gerade über mich, oder? Ja, sehe ich mega. Aber ist ja auch eine riesen Stärke, weil man bringt recht viel unter einen Hut. Ja. Und eben, es ist auch nicht nur verkehrt, harte Arbeit zählt und nicht einfach so, ja, man kann es auch locker machen, wieso den einfachen Weg nehmen, wo halt nicht so, wie soll ich sagen, nicht so, also es hat keinen Wert, auch der einfache Weg, sondern man macht es richtig, man macht die harte Arbeit so, oder? Und es ist so ein bisschen, zuerst wird gearbeitet und dann. Nein, es gibt kein Vergnügen bei denen. Es ist einfach arbeiten und dann kommt nachher halt noch mehr arbeiten. Ja, In den schlimmsten Fall natürlich, dann, wenn es zu viel wird. ja, und das finde ich bei mir mega krass, dass wenn ich auf etwas hinschaffe und das Ziel erreicht habe, so am Abend, wo ich das Ziel erreicht habe, ich so, kann etwas so, was könnte ich jetzt das nächste machen? Ja, Es ist ja. nicht so, ich genieße das Jetzt jetzt. habe ich zu viel Zeit, was mache ich mit der Zeit? Es kommt automatisch das Nächste. Ja. Und ich glaube eben, das ist eben für uns beiden eine wichtige Energiequelle, dass wir all das, was wir machen, unter einen Hut bringen, mit Spass auch machen können, und auch immer dranbleiben. Ja. Ich glaube, das sind Leute mit einer höheren Arbeitsmoral. Dort ist aber eben, wenn es dann zu viel wird, muss man einfach schauen, sind die Personen eben selten zufrieden, du hast das gerade selber gesagt. Du hast das Projekt abgeschlossen und am gleichen Abend noch sitzt du daheim und bist so, mit was füllen wir jetzt die Zeit? Anstatt dass du dich einfach mal freust, dass du irgendwie etwas abgeschlossen hast. Ja. Es ist so ständig neue Projekte und wenn es dann zu viel wird, dann kann es auch zu einer Überforderung führen. Weil irgendwo haben wir auch noch ein Limit. Und ich glaube, ganz gefährlich ist es dort, wenn streng dich an und sei stark kombiniert sind. Weil mit streng dich an kommst du schnell in eine Überforderung. Und wenn du dann nicht die Möglichkeit hast, zum anderen Leuten zu sagen, hey, es wird glaube ich zu viel. Oder auch schon nur annimmst, dass andere Leute dir sagen, hey, ich glaube, es ist ein bisschen zu viel. Also das sei stark. Wenn du das nicht kannst annehmen, dann kannst du dich vielleicht selber auch nicht so bremsen. Ich habe das Gefühl, die zwei in Kombination können schnell dazu führen, dass es irgendwie, ja, dass man dann auch nicht weiss, hey, wo ist jetzt der Punkt, wo genug ist. Ja. Darum, ja. Dann haben wir noch eins. Ja. Beeil dich. Beeil dich. Mach mal vorwärts. Schneller. Es geht schneller. Immer schneller. Hast du das gehört als Kind? Nein. Nein, wirklich nicht. Also nicht, dass ich mich da erinnere. Ich glaube, es ist immer, wenn du es machst, dann machst du es richtig. Und nimmst dir Zeit dafür. Ich glaube, von mir aus, als Person, bin ich jemand, der sehr schnell etwas macht. Und ich habe aber immer das Gegenteil gesagt bekommen, von so, hey, bremse mal ein bisschen, mach es lieber richtig. Und dafür einmal. Ja. Ist bei mir jetzt auch nicht so stark ausprägt. Aber ja, das sind Leute, die ein enormes Tempo anziehen können, die auch sehr entscheidungsfreudig sind. Die haben auch so ein bisschen das Macher-Image. Als ich das gelesen habe, bin ich so gewesen, ja, ich will mich dort aber schon auch sehen. Aber ja, man kann nicht alles haben. Das sind Leute, die Chancen auch sehr gut nutzen. Also sobald eine Chance kommt, während andere noch sehr lange darüber überlegen, so, hey, ist jetzt das der richtige Weg, ist das die richtige Entscheidung? Sie machen es einfach, weil sie müssen ja vorwärts machen. Sind auch ein bisschen Multitasker zum Teil, oder Tendenz zum Multitasking. Weil halt eben, man muss alles erledigen und am liebsten alles auf einmal. Ja. Und im Gegensatz zu perfekt sein, oder sei perfekt, ist dort die Qualität nicht so im Vordergrund, sondern es ist einfach, mach möglichst schnell. Und das kann dann zu Stress führen, wenn es zu viel wird, kann es zu Stress führen, Hektik, Flüchtigkeitsfehler. Eben, ich glaube, dort habe ich so, wie so die Grundtendenz, dass ich schon schnell mache. Und darum ist mir nie gesagt worden, so, mach noch ein bisschen schneller, weil dann hätte es nicht nur Flüchtigkeitsfehler gehabt, sondern einfach sehr, sehr, sehr viele Fehler. Hey, jetzt, wo du das sagst, ich finde das noch spannend. Ich habe das Gefühl, ich kenne ein paar Leute, die das so in sich rein haben, also der recht stark ausprägt ist. Und wenn du mit denen zusammen schaffst, sie hat so eine, also ich denke jetzt gerade an Zug, dort habe ich ein paar so gesehen, haben so eine sehr inspirierende Art, wo du denkst, crazy,
hure Tempo unterwegs, oder? Hure Ganz viel Käse. gleichzeitige Projekte und eben auch so etwas Inspirierendes, so dich so mitreißen und machen und ja komm, das machen wir auch noch, geile Ideen, nutzen die Chancen. Ich habe dann aber auch gemerkt, das ist dann vielleicht eben so ein bisschen die Kehrseite, dass wenn du dann sagst, ja voll bin ich dabei und dann fängst du das durchzudenken, dass dann wie manchmal auch ein bisschen anstrengend ist in der Zusammenarbeit, weil sie überall sind. Mhm. Und dann schreibst du eine Frage per Mail und es kommt eine Antwort, mega schnell, aber nicht die Antwort, die du brauchst. Oder? Ja, ja. Ist Und nicht die so Antwort- überlegt. Ja, es ist Ja. nicht so überlegt und auch nicht mega zielführend, weil du fragst, wie groß ist das und das und das? Hey, ja, ist kein Problem, Platz. Okay, aber wie groß ist es? Ja. Oder? Es war nicht die Antwort, die ich gebraucht habe. Also das ist dann wie so ein bisschen die Kehrseite. Das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, wo du das so gesagt hast. Es hat eine mega Inspiration drin, also für mich eine Faszination, so wow, krass. Aber dann auch so, ja, manchmal ein bisschen Tempo rausnehmen, Ja. um wirklich die Fragen richtig lesen und nicht einfach eine Antwort geben, dass eine Antwort gibst. Weil eben Qualität ist nicht immer. Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn wir dann zu einer Praxis gehen und hey, was kann man dann machen, sodass hauptsächlich die positive Seite von diesen inneren Antreibern zum Vorschein kommen, müssen wir zuerst mal schauen, so eben, wo sind wir stark ausprägt. Und ich finde aber, starke Ausprägung ist nicht gleich, sagen wir, Entwicklung, also nicht gleich Stress. Nein, null. Also ich finde, man muss dann gut schauen, jetzt habe ich die Ausprägung, ich meine, ich habe jetzt die Zahlen bekommen und bin so gewesen, so, ja gut, aber muss ich jetzt die stärksten Zahlen angehen? Nein. Und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir schnell sagen oder unsere Resultate vergleichen Ja. und nachher schauen, an was wir am ehesten würden wollen arbeiten. Ich meine, es ist jetzt Start von einem neuen Jahr. Vielleicht können wir uns etwas vornehmen. Und dann können wir vielleicht gerade schauen, wo das wir so sind. Wo hast du deine stärkste Ausprägung? Sei stark. Sehr stark mit? Die zweithöchste? Nein, mit wie viel Punkten? 38. Von 50? Ja. Okay. Du? Meine stärkste oder bei sehr stark? Nein, die stärkste. Meine stärkste Ausprägung habe ich bei 2. Und zwar sei perfekt und streng dich an. Habe ich beide 35 von 50. Ja. Streng dich an, habe ich auch 35. Gell? Okay. Ich glaube, wieso. Ich meine, ich empfinde jetzt die zwei Sachen. Doch, streng dich an ist schon bei mir das Thema. Streng dich an ist bei mir ein grosses Thema. Aber das ist aktuell so. Eben, ich bin jemand, wo dann kommt ein neues Projekt und dann kommt ein neues Projekt und dann kommt ein neues Projekt. Und ich habe jetzt aber im letzten halben Jahr, glaube fest daran gearbeitet, dass ich einmal Nein sage. Nein zu Projekten, die kommen. Nein zu Projekten, die ich mir selber will geben, wo ich dann so bin, so, das könnte ich ja noch machen. Und dann bin ich so, ja, vielleicht. Aber es ist vielleicht auch okay, wenn du es nicht machst. Ja. Also eben, du hast dich ja eigentlich jetzt auch schon recht. Also das ist wie so nochmal ein anderer Zugang, oder? Jetzt über die Antreiber. Ja. Aber so das Thema beschäftigt dich jetzt ja doch schon länger. Und bist ja schon dran am Arbeiten. Und also jetzt so meine Aussenperspektive, ich nehme es mega Entwicklung war von eben genau einmal können ein Nein sagen und zu erkennen, wenn der Impuls kommt von hey, mach noch etwas. Ja. Zu sagen, hey. Es nimmt mich Wunder, wie das anders gewesen wäre, hätte ich den Test ausgefüllt vor so 3/4 Jahr. Ja. Also so im März, April. Die Folge 8, glaube 8, haben wir 8 über Emotionen gehört? Ja. Dort habe ich es glaube ich gesagt. Ich habe ja im März oder April Panikattacke gehabt. Ja. Weil es so viel geworden ist. Und da sind wir nachher bei der extrem negativen Seite von dem Faktor streng dich an. Ja. Weil ich hatte zu viel auf dem Tisch gehabt. Und das war dann schon ein bisschen ein Zeichen gewesen, wo ich gemerkt habe, so, oh, okay, da muss ich schauen. Jetzt nimmt es mich aber Wunder. Du hast gesagt, streng dich an, sei stark ist deine stärkste Ausprägung und streng dich an deine Zweitstärke. Und jetzt habe ich vorher gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das ein grosses Gefahrenpotenzial bietet, weil man in dem Moment, wo es dann zu viel wird, sich selber immer wieder sagt, nein, aber es geht schon, reiss dich zusammen. Und jetzt, du bist ja gerade so ausprägt. Ja, wo du es so gesagt hast, mir gesehen. Und du könntest ja jetzt schnell sagen, ob das die Hypothese sich bestätigt oder ob du sagst, nein, das habe ich echt gut im Griff. Ja, es ist definitiv so. Also 100%. Mhm. 100%, wenn ich
zu viel habe und dann meinen inneren Dialog mit mir selber anhören, ist ja so, reiss dich zusammen, mach weiter, ist nicht so schlimm, schaffst. Manchmal ist es positiv, du schaffst es. Das hat so ein bisschen, und ich habe mir jetzt eben gerade überlegt, weil du hast das Thema so aufgebracht von lohnt sich dann auch immer gerade der am höchsten ausprägt ist, gerade anzugehen. Mhm. Und so ein bisschen das Thema, das für mich jetzt als wo ich mir eigentlich auch ein bisschen möchte vornehmen oder auch immer wieder ein Thema ist. Und das ist dann nur ein Teilaspekt davon, ist dann so der innere Dialog, den man miteinander führt. Weil per se, würde ich sagen, bin ich emotional stabil. So. Was? Stabil? Nein, also weißt du, auch wir haben ja beide im Persönlichkeitstest so Neurotizismus eher tiefe Werte und ich glaube, es hat eine mega Stärke. Du schwingst nicht gerade überall mit, kommst nicht gerade in Panik und so. Also es hat sehr viel Positives und ich schätze das ja auch bei mir an meinem Alltag so, hey, ist gut, easy, bleiben wir in der Bahn. Aber was ich für mich gemerkt habe, ist so mein innerer Dialog, wo manchmal Ein bisschen kritisch ist. Ja, ein bisschen kritisch ist noch sehr schweizerisch formuliert. Ich weiss nur noch, du hast mir irgendwie vor einem Monat oder so, dort, wo wir unsere Retrette hatten, ist auch ein bisschen Bier geflossen, kann man ehrlich sagen. Ich habe am nächsten Tag wirklich Lampen im Kopf gehabt. Ich habe ein kleines Kätterchen gehabt. Und dann bekomme ich von dir irgendwann am Vormittag ein Video, wie du am Joggen bist. Und ich bin so, Junge, was hast du für Probleme? Wieso? Ich wäre nicht für alles Geld wäre ich rausgegangen, um zu joggen. Nein, das war das Next Level. Ist das nicht so eine Stimme, die so war, so jetzt tu nicht so? Ja, Kater ist quasi, hey, wenn du kannst saufen kannst du auch joggen. Ja, also das ist ein riesen Motivator im Sport. Reiss dich zusammen. Ja. Reiss dich zusammen. Das ist der Ding so. Ich habe gemeint, ich sehe nicht recht. Easy, dann machen wir es halt. Und was das Schöne ist, ja, das ist die negative, sagen wir, ich mache es jetzt in Anführungszeichen, negative Energie, die dann mich antreibt. Nachher mache ich es, ich komme heim und fühle mich top. Und dann bin ich so, das stimmt. Danke, mein innerer Antreiber, sei stark, dass du mich jetzt vorher schnell zusammengeschissen hast. Dafür bin ich jetzt ins Training gegangen, habe das Zeug gemacht. Und darum, es hat so ein bisschen Ambivalenzen, oder? Es hat beides drin. Und darum sage ich, hey, für mich ist es viel wichtig, zu differenzieren, hey, was hilft mir und was ist wirklich also. Und bei mir ist wirklich der innere Dialog, wo man manchmal auch ein bisschen liebevoll mit sich selber kann gestalten kann. Und das ist ein Thema, das ich wir definitiv noch mehr vertiefen im 26. Jahr. Alright. Ich glaube eben, schlussendlich ist es nicht wichtig zu wissen, hey, wo ist mir jetzt am stärksten ausprägt. Ich habe das Gefühl, es ist wichtig, zum selber reflektieren, hey, was stresst mich, was löst in mir irgendwie unangenehme Emotionen aus, welche von diesen 5, und kann ich dann etwas dagegen machen. Wir sind recht vom Track abgekommen, weil wir eigentlich wollen sagen, was wir für Zahlen haben. Aha. Du hast bei Sesstag 38, ich habe 30. Du hast bei Streng dich an auch 35, ich auch. Dann bei Perfekt sein habe ich auch 35. 32. 32, okay. Sei gefällig. 30. Ich habe 34. Das ist etwas, Okay. ich glaube, von all diesen 5 ist das, was mich aktuell am meisten stresst. Können wir aber nachher darauf zurückkommen. Und beeil dich. Habe ich 37. 37? Ja. Holy cow. Und das weiss ich jetzt nicht wieso. Der erstaunt mich ein bisschen. Ich Der habe das erstaunt Gefühl, ich mich bin auch. nicht so ein Triebner. Nein, also du schon schnell Entscheidungen treffen. Aber Ja, aber nicht so nicht so hektisch. unbedacht, ja. Ja, darum weiss ich auch nicht genau wieso. Ja. Da steht, ich habe mir auch aufgeschrieben, bei so der negativen Seite, andere unterbrechen. Im Reden? Ja, sehe ich jetzt aber mehr bei mir. Ja, also eben, das stimmt, das habe ich auch gelesen, das ist nicht so. Okay. Mache ich jetzt nicht so. Ja, Ja, aber warte mal schnell. du musst noch mal schnell unterbrechen, ich weiß nicht, ob es übergekommen ist. Wenn ich Nein. so weiterrede, willst du mich nicht unterbrechen? Nein. Okay, gut. Sei gefällig, ja, ist bei mir aktuell ein bisschen das Ding. Ich Also- glaube, der koppelt mit streng dich an. Also machen es alle recht. Erzähl mal. Also ja, eigentlich sind mir die anderen scheißegal, gell? Nein, es ist mehr einfach so, ich glaube, in Kombination mit dem streng dich an, von immer will das nächste Projekt und es geht schon noch. Und noch mal ein Projekt, kein Problem, bringen wir irgendwie unter den Hut.
Und das koppelt mit «sei gefällig». Wenn jemand mich um irgendetwas bittet, dann ist es sehr schnell so, ja, bringe ich schon noch irgendwie an. Kein Problem. Geht, ja. Jetzt zum Beispiel gerade heute hätte ich eigentlich frei vom Arbeiten. Ja. Und ich hatte gestern ein Gespräch gehabt. Und sie hat mir dann aber geschrieben und gesagt, hey, sie können heute nicht, das ist für sie ein bisschen stressig. Und ich habe ihr dann gesagt, so, hey, würdest du dann morgen gehen? Mhm. Und jetzt habe ich heute ein Gespräch gehabt. Und es war super gut gewesen. Aber das ist so das. Also ich bin dann wie so, anstatt dass ich sage, hey, ist gut, dann schauen wir nächste Woche. Du musst dich quasi einrichten, weil du kannst heute nicht. Es ist für dich, wir haben es abgemacht und es geht für dich nicht. Ja. Und das ist das von all denen, wo mich aktuell, glaube ich, am meisten stresst. Also Kombination davon oder der Antreiber? Die Kombination. Aber so streng dich an, ist bei mir jetzt halt wie so, ich glaube, da habe ich jetzt recht viel daran gearbeitet. Ja. Und ich glaube, es würde nicht so gut kommen, wenn ich 2 gleichzeitig arbeiten würde. Mhm. Und ich glaube, ich bin an einem Punkt, bei streng dich an, wo ich so bin, okay, jetzt sind wir mal da. Noch nicht perfekt und noch nicht aufgelöst, aber wir können jetzt mal an das nächste ran. Und ich glaube, das wäre das sehr gefällig. Ja. Ich muss ein nächstes Projekt haben, weißt du? Nein, also das finde ich super. Ich meine, es ist schon nicht zu unterschätzen, dass die inneren Antriebe, die sind ja auch sehr tief in uns hinein verankert und oftmals auch so ein Automatismus, oder? Und es braucht von uns auch recht viele Ressourcen, um Veränderung vorantreiben. Es braucht mehrere Schritte, es sind manchmal kleine Schritte, um vorwärts zu kommen. Und wenn man dann gerade alles aufs Mal machen und das noch, ja, nicht zu unterschätzen, oder was auch so eine Verhaltensveränderung auch an Energie braucht, oder? Und darum finde ich es gut, sagst du, dass hey, ich konzentriere mich jetzt auf das. Und wenn man das wie so auch quasi automatisieren kann, oder dass das wie so für dich dort einen Weg gefunden hast, wo du nicht ständig musst bewusst Energie drin investieren, sondern dass wie so der Flow oder der gute Gewohnheit oder ein gutes Maß für dich so etabliert hast, dann kann man weiter schauen, oder? Ist die Podcast-Folge zu einer Selbsthilfegruppe geworden? Hä, wieso? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir sind uns gerade gegenseitig am Therapieren. Hä, nein. Also es ist mega cute. Ich finde es lässig. Aber ich habe nur gerade überlegt, so, ich glaube, wir hatten noch nie so oder selten. Egal. Ich will gefällig sein und dir da nicht jetzt das weiter aufmachen, weil ich sehe, du bist irritiert. Spannend, dass du das so wahrgenommen hast. Ich habe es so wahrgenommen, den Konstruktivismus von Wow. 25. Ich habe es so wahrgenommen, dass wir jetzt einfach so ein bisschen unseren Podcast-Stil, dass wir unsere Praxis, Überlegungen reinbringen. Und die sind halt da auch ein bisschen. Ja, du, vielleicht bin ich einfach tiefer. gerade unsicher geworden. Anyway, wir tun noch den Link nochmal. Der Link ist unten dran in der Description. Wenn ihr den Test dann machen, könnt ihr den mal machen. Ihr könnt auch schauen, so, hey, wie sind neue Punktezahlen, wo unterscheidet die sich? Auch zu unseren oder zu anderen Leuten. Vielleicht wollen die jemandem teilen. Und man schafft ja dann viel mit so Alternativsätzen. Wir haben jetzt immer von dem inneren Dialog geredet, also so Sätze, wo man sich selber sagt. Du am Morgen, wo verkatert im Bett liegst und dir sagst so, jetzt tu nicht so, jetzt geh joggen. Ich bin fertig mit meinem Projekt, jetzt brauche ich das nächstes. Du kannst ja nicht einfach rumchillen. Die inneren Dialoge, die finden ja statt. Und ich glaube, was oft nach einem Coaching oder in einem Therapiesetting genutzt wird, sind so Alternativsätze, wo man genau probiert, das Gegenteil eigentlich proaktiv sich selber zu zeigen im Kopf. Also wenn du jetzt nicht, aber du sagst jetzt, es ist sehr etwas Positives, dass du dann bist joggen, der Antreiber ist für dich momentan sehr, ich sage, positiv gewertet. Wenn das aber nicht so wäre, weil sagen wir, du bist verletzt und du gehst trotzdem joggen, weil du bist so, ja, wir sind nicht OP, jetzt tun aber nicht so, jetzt gehe ich joggen, dann könnte so ein Gegensatz könnte sein, oder so ein Alternativsatz könnte sein von, hey, es ist einmal okay, wenn ich einen Ruhetag mache. Oder hey, es ist einmal okay, wenn du dir selber schaust und dir Sorge hast. Und sie brauchen in diesem Coaching-Setting oder in diesem Therapie-Setting brauchen sie dann oft so Alternativsätze. Ich persönlich nutze die gar nicht so, sondern einfach, ich probiere zu reflektieren und probiere dann zu überlegen, macht das jetzt gerade Sinn? Der Satz, den ich mir jetzt gesagt habe, der so ein bisschen automatisch kommt, macht der Sinn? Oder darf ich den auch kritisch hinterfragen? Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hey, geht mir genau gleich. Wirklich, also ich
braucht das auch nicht. Es wird ja auch so ein bisschen erklärt, eben, die haben ja wie die inneren Antreiber haben so gewisse Glaubenssätze, die ja dort auch mitkommen, oder? Und dass man wie so einen neuen Glaubenssatz, einen Erlauber, habe ich irgendwo mal gelesen, Ja, genau. so einen Erlaubersatz nimmt, quasi das Positive oder das Neue. So Ja. beim Perfektsein ist zum Beispiel so, gut ist gut genug. Du Der wird bist immer genug. wieder genannt. Ja, und das ist, also für mich per se ist es manchmal ein bisschen, ein Satz löst in mir kein Gefühl aus, oder? Und das hat für mich keine emotionale Komponente, darum brauche ich es auch nicht so. Ich finde es viel spannender, wenn ich das mal so sehe, wenn ich merke, hey, wo tut es mir vielleicht wirklich nicht so gut, mich in diesen Situationen beobachten. So ein bisschen auf der Meta-Ebene, so ein bisschen von außen dich selber beobachten. Ja. Ja, und dann auch viel gezielter können überlegen, hey, wo möchte ich etwas anpassen. Weil manchmal ist es ja gut und wo kann ich etwas machen. Und wenn einfach per se mal, jetzt machen wir einen neuen Satz, ich sage, ja, aber es ist ja nicht überall. Und darum ist für mich, also ich viel lieber nochmal einen Schritt weiter gehen und dort noch eintauchen und dann auch wirklich schauen, hey, wo möchte ich eine Veränderung, oder? Und dann gezielt in Situationen reingehen. Und dann vielleicht auch mit jemandem auch darüber reden, hey, wie könnte ich das sonst machen? Wie machst du das? Finde ich nur schon eigentlich mega hilfreich. Wenn du die Erkenntnis hast von, wo willst du etwas verändern und warum auch, oder? Das ist für mich immer noch so wichtig, dass du überhaupt die Erkenntnis hast. Ja. Ja. Voll. Hey, das wären die inneren Antreiber. Ausser du hast noch etwas? Nein. Nein? Das wären die inneren Antreiber. Ich glaube, ist am Anfang vielleicht nicht so, vielleicht ist es schon greifbar, aber ich habe am Anfang, mich habe noch schwierig da zum verstehen, jetzt, okay, welcher von diesen Antreibern ist es jetzt, weil eben, sie können, glaube ich, auch ein bisschen vermischen. Gerade jetzt bei mir ist es sehr gefällig, Ja. mache es allen recht, ist sehr eng verknüpft mit dem streng dich an. Aber ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt und so ein bisschen überlegt, so, hey, ist so ein innerer Antreiber vielleicht der Grund für aktuelle Unzufriedenheit, Gestresstheit etc., dann lässt sich dort eigentlich recht gut an dem arbeiten. Ja, voll. Und auch, nicht nur bei sich selber, ich finde auch im Zusammenleben mit anderen Personen. Weil wir sehen ja manchmal so Tendenzen bei anderen Personen schon auch. Also vielleicht haben wir heute Beschreibungen gegeben von einer von diesen inneren Antreibern und vielleicht kommt einem gerade eine andere Person in den Sinn. Zumindest ist mir heute so gegangen. Also, eben, ich habe gerade das Beispiel gebracht, oder? Ja. Und vielleicht kann man dann dort auch irgendwie unterstützen, indem man irgendwie das mal anspricht, vielleicht eine Podcast-Folge weiterleitet. Who knows? Who knows? Ja. Vielleicht, bevor wir zu der letzten Hirnzelle kommen, nehmt euch doch mal schnell die Zeit und wenn ihr nicht schon folgt, könnt ihr schnell entweder auf Spotify oder Apple Podcast oder wo ihr immer den Podcast hört, drückt schnell den Abo-Button, weil der Ivo und ich haben grosse Ziele. Die Ziele haben wir in der Spezialfolge formuliert und wir möchten die Ziele mit euch erreichen. Und da unterstützt ihr natürlich enorm mit so einem Abo, komplett gratis. Ich kann einfach den Knopf drücken und nachher könnt ihr es auch wieder vergessen. Ja, und wenn ihr die Spezialfolge noch hören, die Ivo und ich haben ja mal gesagt, so, es gibt ein Gewinnspiel und man kann irgendwie da kurz Nacht essen, wir laden die. Könnt euch die schnell hören. Ich könnte nämlich jemanden dort quasi in den Kommentaren namentlich erwähnen. Und dann bekommt ihr vielleicht dann die Nacht gratis gezahlt. Aber für das müsst ihr eine Spezialfolge hören. Yes. Danke, Tim. Hast du übernommen? Ich bin gerade schnell abgedriftet im Kopf. Sorry, ich bin gerade voll nicht mehr da. Danke, hast du übernommen. Wir haben jetzt, glaube ich, am Anfang, wenn ich so, ich kann nochmal schnell zurückdenken, ich glaube, am Anfang haben wir jetzt nicht mega viel über die inneren Antreiber erzählt. Wir sind einfach gerade reingegangen. Ja. Aber ich glaube, es ist in Ordnung, weil es steckt ja recht viel auch dahinter und die ganze Transaktionsanalyse und so. Ja. Aber wir haben jetzt da eigentlich bewusst jetzt nicht einen riesen Theorieblock einbauen. Darum, aber falls euch interessiert, googelt es gibt spannende Sachen auch noch dazu und wie die entstanden sind. Und falls euch interessiert, wie wir das interpretieren, dann schreibt einfach da unten in die Kommentare und sagt, hey, ihr Leuch, fangt einfach mit einem Thema an, ohne das wirklich zu erklären. Macht noch eine Folge dazu. Und wer weiß, vielleicht machen wir dann eine Folge dazu. Ja. Alright. Ich habe eine letzte Hirnzelle für dich. Yes. Die startet 0. Und wir machen es so, dass ich dir als erstes eine stelle. Weil, einfach, falls du vergessen hast, ich habe gewonnen. Darum darfst du anfangen. Und ich habe eine schwierige Frage.
Weil es stimmt alles ein bisschen. Aber eins ist halt richtig. Lieben wir. Also 00, erste Hirnzelle von 2026. Warum fällt es uns am Abend schwieriger, um gute Entscheidungen zu treffen? Ich weiss warum, ja. Erzähl. Willst du es sagen? Nein. Ich mache es Kannst jetzt du so. grad sagen? Nein, lass jetzt. Wenn du die Antwort gibst, ohne dass ich dir die Auswahlmöglichkeiten gebe, bekommst du 2 Punkte. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Wort sage, das da drauf ist. Also gut. Dann, du kannst ja das Wort schon mal sagen. Es gibt keine 2 Punkte, weil ich gebe dann nachher Dings. Also ich habe 2 Sachen im Kopf gehabt. Zum einen so die Entscheidungsmüdigkeit und das andere so, dass je nach Glukosespiegel im Blut tun wir unterschiedlich entscheiden. Also ich gebe dir mal die Auswahlmöglichkeiten. Ja. Da kannst du einen Punkt holen. Weil Motivation über den Tag abnimmt. Wegen Decision Fatigue. Ja, das ist Weil das Gehirn langsamer arbeitet. Weil Emotionen dominanter werden. ja, Decision Fatigue. Yes, ist korrekt. Du hättest 2 Punkte geholt. Hättest committed. Ich habe Entscheidungsmüdigkeit gesagt. Decision Fatigue. Nein, das würde ich dir schon geben. Den würdest du mir geben. Ja, logisch. Okay, aber krass. Ja. Weil wir über den ganzen Tag immer wieder Entscheidungen müssen fällen, das kognitive Ressourcen beansprucht und am Ende des Tages haben wir nicht mehr so viel Entscheidungsenergie da und dann ist es nämlich schwieriger, eine Entscheidung zu treffen. Und darum gibt es ja so Leute wie Steve Jobs, die jeden Tag das Gleiche anziehen. Weil dann müssen sie schon mal am Morgen keine Entscheidung treffen, weil schwarze Rollkragenpullover, schwarze Hose, gleiche Socken, gleiche Schuhe, Gleicher Kaffee. gleicher Kaffee. Und ich tue mich schon dort schwer. Welche Tasse nehme ich? Welche Kaffeekapseln? Welche Socken? Das sind schon Das ist tricky, so viele ja. Entscheidungen. Sollen wir uns schwarze Rollkragenpullis zutun? Ich habe mir das im Fall wirklich mal überlegt. So, Aber ist es trist. nein, ich habe etwas anderes überlegt. Ich habe mir überlegt, dass ich 10 Outfits habe. Mhm. Und dann habe ich ein Montag-Outfit, Dienstag, Mittag, für jeden Wochentag. Das ist ein bisschen autistisch. Und am Wochenende, darum 10, hast du wie noch Auswahl. Ah, dann darfst du ein bisschen, Dann darfst du auch ein bisschen, dann spielen darfst du ein bisschen damit. crazy gehen. Ja. Das Ding ist einfach so, wenn du so eine Person immer zu einem bestimmten Wochentag siehst, die Person denkt sich so, Junge, die Person hat einfach nur ein einziges Outfit. Ja. Das ist dann ein bisschen tricky. Die nur am Montag arbeiten oder am Montag im Büro sind. Ja, heavy. Es lässt etwa noch 2 Personen zu bis zum Schluss. Darum tun wir jetzt da beenden. Der Rest hat vorher schon abgeschaltet und denkt, jetzt sind sie einfach irgendetwas am Ramblen. Wir wünschen euch einen wundervollen Jahresstart. Gebt Gas, gebt durch, Sind lieb mit euch. sind lieb mit euch selber und mit anderen Menschen. Und wir hören euch in 2 Wochen wieder. Folge 2, Staffel 2. Ganz Let's einen go. guten Start. Macht's gut. Ciao zusammen.